für die erste Motion. Merci, Herr Präsident. Den Feieralarm, den wir gerade in der Chambre erlebt haben, war glücklicherweise in fine Falschalarm. Mehr pertinent sind aber die Alarmglocken, die eine ganz Zivilgesellschaft laut, wenn es um Handelsakkorde geht mit den USA und mit Kanada, die wir heute diskutieren sollen. An nächster Zeit werden die europäischen Regierungschefs zusammenkommen und über den transatlantischen Handelsaufkommen mit Kanada diskutieren, an dem wir auch dezidieren. Das CETA ist kein einfacher Handelsakkord, wo just Tarife oder technische Normen angepasst gehen, genauso wenig wie den TTIP oder die anderen Freihandelsverträge von der sogenannten neuen Generation. Die zwei Akkorde kann und muss ihn an engem Atemzug nennen, weil sie derselben Philosophie entsprangen und vergleichbare Dispositionen haben. Es sind umfangreich Vertragswerke, die sämtliche ökonomische Bereiche erfassen und darüber aufzielen, eine ultraliberale Ordnung erstehen zu messen. Mit den Akkorden, die praktisch nicht mehr rückgängig gemäht gehen, an die über dem nationalen und noch dem europäischen Recht stehen, wird der wirtschaftspolitische Spielraum von den einzelnen Staaten auf ein Minimum reduziert und all alternativ ökonomisch, ökologisch und sozial Ausrichtung von der Politik am Prinzip unmöglich gemäht. CETA und TTIP repräsentieren ein Gesellschaftsmodell, basierend auf den Prinzipien von der Liberalisierung und der Deregulierung am Dienst von gigantischen Worten, multinationale Worten, die nie gekannten umfassend Moyen kriegen, für sich über demokratisch gewählte Parlamente, Gesetze, Normen, an den Fine auch über Justiz wäsch zu setzen. CETA und TTIP sind nicht nur ein Gefahr für als Demokratie, als Sozial- und Umweltstandards, sie bedeuten ein Paradigmenwechsel, eine regelrechte Umdrehung von den Werten. Erstens, angefangen am Prinzip von der Liberalisierung von den Services. Bislo war es bei Handelsakkorden so, dass die Bereiche, die sollten liberalisiert gehen, ausdrücklich schon müssen ernimmt gehen, das Recht war geschützt. Loget das Prinzip umgedreht. Alles, was Services angeht, gilt als liberalisiert an der internationalen Konkurrenz ausgesetzt, außer die Bereiche, die ausdrücklich ernimmt gehen. Das weist nicht nur die neoliberale Ideologie, die durch die Hand sticht, mir ist immens problematisch, weil es kein umfassender Schutz für Servicepubliken am CETA gibt, wie ein ganz rich juristischer Wien gewiesen haben. Und das hat auch einen direkten Impact auf die Gemengen. Zweitens schafft das CETA eine regelrecht Paralleljustiz für ausländische Multinationalen, die ominös Schiedsgerichter, mit denen sie können Staaten an Millionen Hecht verkloen, was sie fanden, dass Gesetze oder Reglementer hierin soi-disant legitimen Erwartungen und Profiter nicht entsprechen. Die neue Proposition von der Kommission, die sogenannten ICS, bringt nur minimal Verbesserungen par rapport zum ursprünglichen ISDS durch eine Prozedur d'appel. Wir auch sind wir noch ganz weit weg von unerkannten Standards an der Justiz. Dispositionen zum Investorenschutz auf Basis von denen Schiedsgerichter hier Urteiler sprechen, sind unverändert beim neuen ICS enthalten, wie zum Beispiel die ganz umstrittenen Notionen von Traitement juste et équitable und von cas d'arbitraire manifeste, aufgrund von denen weltweit rund 90% von den Kloen von Unternehmen gegen Staaten zustande kommen sind. Das CETA mischt dir groß op für eine Welle von Kloen von kanadischen an, das muss ich so ein US-amerikanische Multinationalen gegen europäische Staaten. Weil die brauchen nicht mehr eine Filiale an Kanada zu haben, mit einem Minimum von ökonomischer Substanz, die am Vertrag selber mal nicht definiert ist, für Access zu kriegen zu denen Schiedsgerichter. Und das betrifft aktuell rund 40.000 US-Firmen. Das CETA ist trojanisch Pferd für den TTIP. Das ganze System vom Investorenschutz an die Schiedsgerichter limitiert die Entscheidungsfreiheit von der Politik und ist eine imminente Gefahr für die Demokratie. Es gibt zwar einen Artikel am CETA, die vom Right to Regulate schwätzt, mit dem sie just dass Staaten Recht haben zu regulieren, in der Welt behalten die Unternehmen Recht gegen diese Regulationen zu kloen. Wenn wir den Akkord hier akzeptieren, muss man in Zukunft bei all Projekten de loi aufpassen, dass man nicht enger nordamerikanischer multinationaler Blut auf die Face trippeln.
Drittens ginn durch CETA eng helle Wuul untransparent an undemokratisch Gremie geschaffen, die grosse Spielraum kreien, besonders problematisch als die sogenannten regulatorisch Kooperation, mam Ziel Normen a Regulationen uneinander unzupassen. Dat Kapitel gesäit so gefir, dat Multinationalen do mat Dich sitzen, fir gemeinsam Standarde festzulehen. Das feiert unausweichlich zu enger Kurs no ënnen, wat de Schutz vu Sozial-, Umwelt, Standarden ugeet, de Konsumentenschutz, Gesundheitsregeln etc. Net vun van Gun, net an eng Kuh, me loser loes iwwer die nächst Jahrzehnten. Dat betrifft zum Beispiel auch d'Fro von den OGMen. Du gibst am Artikel 25.2 einfach ein gemeinsames Gremium domader beobtragt, sich an Zukunft Zoulosung von Biotechnologien zu kümmern, mit dem Ziel, die Reglementation an dem Bereich aufzuschwächen. Auch das Prinzip der Präcaution, als am CETA nicht annimmt als schützenswerten regulatorischen Prinzip. Viertens ginnet am CETA eng sëllesche Bestimmungen, die vorgesehen, dass Kraft, Liberalisierungen nicht mehr können rückgängig gemäht gehen, respektiv dass Veränderungen just in Richtung von einer weiteren Ouverture von den Marscheen kann geschehen. Der einzige Argument, was Verteidiger von so Akkorde wie TTIP oder CETA haben, als einen erhofften minimalen Wirtschaftswachstum, den d'ailleurs auch noch stark kontestiert das. Für Lützeburg hat die Regierung an den letzten Jahren, an denen verhandelt gouf, kein Impactetude an Auftrag gehen, weder makroökonomisch für das Land noch an Bezug auf Einzelwirtschaftssektoren. Vom sozialen und ökologischen Impact gönne zu schwätzen. Und noch die juristische Etude, die in der Motion gefragt wird, hat schon lange für drun können, am Misten an Auftrag gehen. Herr Präsident, der Widerstand an der Gesellschaft gegen das Zucht von Akkorden ist immens groß, erwies von Tag zu Tag, je mehr Details aus dem 1500 Seiten Akkord bekannt und debattiert gehen. Über 20 Organisationen haben sich hier im Land an einer Plattform zusammengetan und fordern ein klares Nein zum CETA. Diese Plattform ist so breit aufgestellt, wie Seele für die Lützeburgische Zivilgesellschaft sich mobilisiert hat. Sie umfasst Gewerkschaften von allen Bauern, Sozialverbände, Umweltorganisationen, Bauernverbände, Entwicklungsorganisationen und den Konsumentenschutz. Zu Tausenden haben die Leute hier im November gegen diese Akkorde manifestiert, Millionen haben in ganz Europa Petitionen dagegen erschrieben. Herr Präsident, wir haben nichts dagegen, wenn das kanadische Volk und das europäische Volk mit den Kontrakt aufschließen. Wir haben aber etwas dagegen, wenn kanadisch und europäisch multinationale Boten einen Vertrag mit denen aufschließen, den Zukunft von den Leuten zementiert. Das CETA ist das Monstrum, das soziale und Umweltstandards ergreift und den demokratischen Rechtsstaat erhirlicht. Dafür fordern wir als Regierung auch beim Conseil gegen den CETA zu stimmen und aktiv Alliierte zu sich für diesen Akkord zu kippen. Und auf keinen Fall diesen Akkord oder auch einen Dealer von ihm provisorisch in Kraft treten zu lassen, ihr nicht all andere europäische Parlament darüber aufstimmen könnt. Merci. Merci auch dem Herr Baumann. Ich gehe direkt dem Herrn Alex Baudry für die Präsentation von der zweiten Motion.